Unsere Geschicht. Unsere Geschicht handelt von den Mennoniten, die in den 1920er Jahren von Kanada nach Mexiko trokken. Und von diesem Aufschnitt verhandelt George Rampel, der Schreiber von der Geschichte, mehr von was nu getan wird in Manitoba, von Mennoniten, die nu von Mexiko und Lateinamerika zurückgekommen sind nach Manitoba. Unsere Geschichte Nummer 82. Diesmal vertellen wir noch mehr davon, wo die von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern zurück nach Manitoba gekommenen Mennoniten, in denen kommen hier an die Kirchen geistliche Gemeinschaft lehren, wo sie Gemeindeglieder sind und so weiter. Vor vielen Jahren, was 2004, hat die Old Colony Mennonite Church of Manitoba 4 Kirchen. In Plautdietsch, in Rosenort, in der Rosetown, in Blumenfeld und in Rheinfeld. Aber im Jahr 2004 spielt weiter ein Port von der Old Colony Mennonite Church of Manitoba auf. Diesmal wären dort die Trigj, Rampel und Wieb mit über 200 Gemeindeglieder. Die Ursache für diese Spülung wäre nicht bloß, aber zum großen Teil war da der Konflikt, wegen Wohnsprach gebraucht worden soll in gottesdienstliche Versammlungen, Sonntagsschule und Jugendunterricht. Die nie gewählte Älteste in der oldkolonischen Gemeinde und die meisten uns und auch die Mehrheit von den Gemeindegliedern feilten, dass wir all hoch Zeit geworden, dass mal mit 2 Sprachen Gottesdienste angefangen worden soll. Oder 2 Sprachen. Man dachte, man soll mal anfangen, mehr auch die englische Sprache zu brauchen in ihre gottesdienstlichen Versammlungen. Und besonders auch in den Sonntagsschulklassen für die Kinder und in ihrem Jugendunterricht. Aber diese beiden oldkolonische Prediger, Rampel und Wieb, und ein Part von den oldkolonischen Gemeindegliedern wollen wie Plautdietsch geholene Gottesdienste bleiben. Das wären nicht bloß, aber besonders viele von den älteren, von Mexiko zurückgekommenen Lied. In Süd-Manitoba sind auch noch einmal sehr viele Mennoniten, besonders von den älteren Oldkolonie Mennoniten, wo die englische Sprache nicht gut genug gelehrt haben, um die englische Predigten verstehen zu können. Für die fehlt dort noch einmal neidig an Deutsch geholene Gottesdienste. In Süd-Manitoba kommen auch immer noch mehr neue, jüngere Eltern mit ihren Familien von Mexiko oder von anderen lateinamerikanischen Ländern, verwohnen dort hier auch noch an Deutsch geholene Gottesdienste fehlt. Und dort es hier dabei für so ein Lied noch einmal neidig an deutsche Predigten fehlt, dort bleibe ich verstehen wie alle. Aber soll es nicht gewonnen haben, in dieselbe Kirchen beides zu haben, englische und deutsche Predigten, so habt ihr manch eine Gemeinde dort nicht mal in Manitoba, aber überall in Kanada, dort vor vielen Jahren donen gemusst. Und so habt zum Beispiel die Zion Mennonite Church wie Chancenfeld dort auch von der noch. Ich habe ja das natürlich allemal von Büten beobachten gekonnt, und dabei verstehe ich diese ganze Sache nicht in Fall. Aber ich verstehe das so, wenn das bloß das Sprachenproblem gewesen wäre, was die oldkolonische Gemeinde hat, dann hat das vielleicht noch gewonnen. Dass die Gottesdienste in Beitsprachen hatten zu holen gewonnen in oldkolonische Kirchen. Aber da wäre scheinbar noch eine andere Ursache für diese letzte Spülung an der Oldkolonie ihrer Gemeinde im Jahr 2004. Und dort wären scheinbar die von lang her jährlichen überstehende Abhotungen und Utleihungen über auf die wiedergeborene Mensch all in diesem Leben Heilsgewissheit haben kann oder nicht. Und diese sich jährlichen überstehende Abhotungen und Utleihungen sind all von lang her nicht mal in der oldkolonischen Gemeinde in Manitoba, aber in oldkolonische Kirchen überhaupt. Und dort das eine Ursache worden kann, um eine Gemeinde abspulen, dort ist für viele von uns Mennoniten schwer zu verstehen. Wir glauben jedoch alle, dass die Antwort zu der Frau in unserem alten Katechismus recht beantwortet worden ist, wenn er da fragt, was ist die wahre Glauben? Dann die Antwort zu dieser Frau wird mit dem Vers aus Hebräer 11, Vers 1 so beantwortet. Die wahre Glauben ist eine gewisse Zuversicht von dort, was man hofft, und ein Nicht-Zweifeln an dort, was man noch nicht sieht.
Und wenn dort trotz dieser klaren Antwort mit dem Wort Gottes noch immer so eine Menschen mag uns hilft, wollen da behaupten wollen, dass es in dieser Welt nicht eine Heilsgewissheit geben kann, auch nicht für die aufrichtig wiedergeborenen Christen, dort ist für viele von uns schwer zu verstehen. Denn das Wort Glauben haben, so es dort in dem ganzen Wort Gottes gebraucht wird, und besonders auch in Hebräer 11, Vers 1, dort bedient je ein festes Vertrauen haben. Und dort wird hoffen, so es dort in dem ganzen Wort Gottes gebraucht wird, dort meint je eine gewisse Zuversicht zu haben, oder auch ein sicheres damit Rechnen zu haben, dort uns Glauben an Jesus Christus, oder uns Vertrauen an Jesus Christus, uns versichern, durch uns ihren Leben durchtrauen wird, was an derselben Ewigkeiten nimmt. Diese klare Antwort zu dieser wichtigen Frau von Kindheit an auswendig gelehrt zu haben und dann diese Antwort auch noch auf viele andere Städten am Wort Gottes bestätigt zu finden und dann doch noch nicht daran zu glauben, dass es eine Heilsgewissheit geben kann für die wiedergeborenen Christen, dort lässt sich für viele von uns gar nicht verstehen. Bitte, wenn man lieber dort Wort brücken will, eine lebende Hoffnung auf ein solches Aufscheiden aus dieser Welt zu haben, als das Wort eine klare Heilsgewissheit zu haben, dann wird wir dort, glaube ich, alle noch verstehen können. Und ich glaube, dort ist Befehle von unseren Lieden voll. Mein Vater sieht auch nicht, ich habe eine klare Heilsgewissheit, aber er sieht, ich habe die Hoffnung, seilig sterben zu können. Und als er dort sieht, dann frage ich ihn, was meint ihr da kriegt mit, wenn ihr sagen, ich hoffe, seilig sterben zu können. Und dann sagt er, wenn ich sage, ich hoffe dort, dann meine ich rechne da ganz mit. Und dann ganz damit rechnen zu können, dort meint dasselbe, was eine klare Gewissheit zu haben meint. Wer also in diesem Sinn lieber das Wort Hoffnung zu haben, brauchen will, als das Wort Heilsgewissheit zu haben, dem darf wie, so als ich das Wort Gottes verstehe, nicht sagen, dass es nicht gut genug ist oder dass das nicht taugt. Aber wenn man behaupten will, so als so viele von unseren Menschen dort wollen, dass wir dort mal erst dann erfahren können, ob wir selig gestorben sind, wann wir waren in der Ewigkeit angekommen sind, dann war das spricht dort alles, was das Wort Gottes von Gottes wundervollen und sicherem Heilsplan, den er durch Jesus Christus durchgeführt hat, zu sein hat. So eine Antwortung und Auslegung war das spricht auch die Antwort zu dieser Frau in unserem Katechismus, wenn die sagt, der wahre Glauben ist eine gewisse Zuversicht von dort, was man hofft, und ein Nicht-Zweifeln an dort, was man noch nicht sieht. Als alle anderen Apostel all den Martyrertod gestorben wären und bloß noch der über 90 Jahre alte Apostel Johannes lebt, dann schreibt er, um alle wahre Christen zu versichern, dort, wer den Geist Jesus Christus, den Sohn Gottes, an seinem Hort wohnen hat, dem wird dort ewige Leben dadurch versichert. Als des Apostel diese biblische Wahrheit in dem 1. Johannesbrief all wiederholt betont hat, dann seht ihr die Christen in Kapitel 4, Vers 9, was dort hier so. Wenn wir Menschen ihr Zeichnis annehmen, dann ist Gottes Zeichnis noch greater. Denn Gottes Zeichnis ist dort, dass er gezeigt hat von seinem Sehen. Wer an den Sehen Gottes glaubt, der hat so ein Zeichnis wie sich. Wer Gott nicht glaubt, der merkt am zum Lehner, denn er glaubt dem Zeichnis nicht, und Gott von seinem Sehen zeigt. Und dort ist das Zeichnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat, und so ein Leben ist in seinem Sehen. Wer den Sehen Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sehen Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So habe ich euch geschrieben, dass ihr glauben an den Namen von Gottes Sehen, so dass ihr dort weiten, dass ihr dort ewige Leben haben, und dass ihr an Gottes Sehen seinen Namen glauben. Also nur diese, dem alten Apostel Johannes seine Wort, dann sagt Gott selbst, oder ihr selbst das Zeichnis dort, wer Jesus seinen Geist an seinem Hort wohnen hat, der hat dort ewige Leben, und dort, wer dit Gott sein Zeichnis nicht läuft, dem wird am zum Legen. Und danach haben wir nicht leben zu können, dass die wahre Christen eine Heilsgewissheit haben und davon reden können, das lässt sich gar nicht verstehen.
Waarom redt wie Oldkolonie en Sommerfelder onder ons in frühere Jahren immer von einem begemeint worden oder von einem begemeint sein? En steht von einem bekehren oder von einem bekehrt sein. Ich glaube, dat es in Mexiko mank onze Oldkolonie en Sommerfelder nu ook al een beetje anders geworden. Aber lang wird das doch noch immer so, dass unsere Lied meistens nicht sehr gern von Bekehrung reden wollen. Zu sagen, dass man sich bekehrt hat, das wird noch meinem Verkommen so sein, als wenn man damit frohlen will. Dabei redet man von einem Bekehrtsein meistens mal als von einem begemeint geworden sein, von einem begemeint worden oder von einem gedeiht worden. Oh ja, in dem Inhalt von vielen Predigten, und besonders in den sogenannten Feierskirchen oder Feierspredigten, da wir damals, als wir noch jung waren, all immer viel die Rede davon, dass der Mensch sich bekehren soll. Und dabei wurden auch viele Schriftstätten angegeben und gelesen, wo die Menschen zu einer wahren Bekehrung herausforderten, wo auch besonders die Jugend dort herausforderten, und dass der Mensch dort von der tun soll. Bis hij keinmal wist of hij maar noch leben in de Gelegenheit zum sich bekehren haben wird und so weiter. Aber wir alle reden damals nicht von einem Bekehren, aber von einem begemeint worden oder von einem gedeiht worden. Und sogar unsere Oms reden, büte an ihre Predigt immer bloß von einem begemeint worden oder von einem gedeiht worden, nicht von sich bekehren. Das fehlt mehr so, als wenn von dem Wort bekehren kein anderer reden muss als der Prediger. Und als wenn der Prediger selbst auch noch mal bloß in seine öffentliche Predigt von Bekehrung reden muss, wenn er die Zuhörer von der Kirchenkonsul verdrügt, dann in Umred büht er in seine Predigt auch immer bloß von einem begemeint worden oder von einem gedeiht worden. Die meine Beobachtungen an dieser Sache, und wo man uns all immer, weil all in öffentliche Predigten von einer Bekehrung redet, aber in unsere allgemeinen Unterholungen vor vielen Jahren immer davon, als von einem begemeint worden oder gedeiht worden redet, möchte ich mit einmal in den 19 Tagen der Jahren, dort viele von unseren Liedern davon auch anfangen, als von Bekehrung zu reden. In unsere Unterholungen von einem begemeint worden oder gedeiht worden, vertritt man sich so wie langsam auch mehr und mehr von Bekehrung zu reden. Und dort kam, so als ich dort über die Jahre beobachtet habe, wenigstens zu einem Teil dadurch, dort in Chihuahua, Mexiko, immer noch mehr von unserer Oldkolonie kleingemeindliche Predigten hielten, und wo der Prediger open von einem Bekehren redet, und dort man kleingemeinde ganz frei und open von einem Bekehren unterholen darf. En er steht von einem begemeint worden. Und zum anderen Teil feil ich immer mehr, kam dort immer mehr frei von Bekehrung reden zu können, auch dadurch, dass viele von unseren Menschen sich in Südontario in ihrem eigenen Haus die Predigten von dem großen Evangelist Billy Graham oder von anderen Evangelisten angehört haben, und eingesehen dadurch, da wir gefangen haben, wird eine wahre Bekehrung zu Jesus Christus wir und wurde passiert. Und dadurch haben immer mehr von unseren Menschen mit ihrem Wort Frieden merken gekonnt oder Frieden gefangen und haben so dann auch gelehrt, frei von Bekehrung reden zu können. Und viele andere von uns, die wir in Kanada fort geworden wären von den verschiedenen anderen mennonitischen Kirchen oder auch von der kanadischen Oldkolonie-Gemeinde in Ontario, und auch in Manitoba, die haben dadurch auch gelehrt, frei von Bekehrung zu reden und nicht bloß von einem begemeint worden. Und nun war der trigj noch, wo die von lateinamerikanischen Ländern trigj nach Manitoba gekommenen Mennoniten Gottesdienst pflegen. Die Manitoba Oldkolonische Oms, Rampel und Wieb, in der Gruppe von Gemeindegliedern, wo sich mit Antaub von der Old Colony Mennonite Church of Manitoba auftraten, die organisierten 2004 ihre eigene Gemeinde. Ihre neue Gemeinden nomen es German Old Colony Mennonite Church of Manitoba. Sie haben 2 Kirchen. Sie haben die Old Colony ihre Rosetown Kirche gekriegt und haben sich bei Hochfeld
noch eine neue Kirche gebaut. Sie haben noch all 3 neue Predigers gewählt und ordiniert. Nachdem die Trennung an der oldkolonischen Gemeinde passiert ist, und die Gründung von der neuen oldkolonischen Gemeinde fertig ist, und in dieser neuen Gemeinde auch noch 3 Predigers gewählt und ordiniert worden sind, ist auch sogar noch der oldkolonische Älteste Johann Wieb übergegangen, nur diese neue oldkolonische Gemeinde. Nu hoopt man dat beide Seiten sich über ihre Verschiedenheiten zurechtfinden und sich so weiter worden gegenseitig anerkennen lernen. Der Schullehrer Peter Harder, wo viele von uns noch bekannt ist, wird der erste von Mexiko trigj nach Manitoba gekommen Mann, wo aus der nicht nur Mexiko ausgewanderte Oldkolonie 1936 in Manitoba aus einer neuen Oldkolonie Gemeinde organisiert haben, und diese Gemeinde als Prediger gewählt wird. Davon habe ich einmal Eier geredet. Der zweite von Mexiko zurückgekommene Mann, wo in diese neue Oldkolonie Gemeinde als Prediger gewählt wird, und dann lädt auch noch als Ältester, dort wir Jakob Penner, auch ein gewesener Schullehrer. Und dann wird Jakob Neudorf, wo als Kind mal etliche Jahre mit seinen Eltern in Mexiko gewohnt hat, und dann auch mit Antop trigj nach Manitoba gekommen wir, der dritte von Mexiko zurückgekommene Mann, wo in der oldkolonischen Gemeinde in Manitoba als Prediger gewählt wird. Und dann wird Willi Thiessen, wo ein Sohn ist von seinen Eltern, wo 1936 von Mexiko trigj nach Manitoba gekommen wären, als Prediger gewählt in der oldkolonischen Gemeinde in Manitoba. Hier müssen wir für das Mal weiter aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr davon, wo die von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern trigj nach Manitoba gekommenen Mennoniten, in denen noch kommen, hier an die Kirchen geistliche Gemeinschaft lehren, wo sie Gemeindenglieder sind und so weiter. But nächstes Mal. Ich bin George Rempel.